Haut Kirchweihfest vun eiser Kathedral, Stadt der Kirmes, begrüßen ich aus der Kathedral an der Stadt. Mi iwwerdro vun heit Kirmesmass. Et singt d'Scola Gregoriana vun der Kathedral, Dirigent an Organist as de Paul Breich, Viersänger de Marc Dostert. Nom Kirmes Introitus terribilis est locus iste, sange ma die 8 Mass, de Angelis, J'étais dans la joie, Magnificat 1042, no der Kommunion ein Haus voll Glorie, Magnificat 639, an als Chant final O Mam leif Mam. Den Domorganist spielt als Sorti Tiento del Quarto Tono vom Francisco Correa. Vom Sohn a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leiit hei an der Kathedral, a leif alle Gu, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sieht. Als engem neue Roman Parfum de Chasteté schreibt der Lützeburger Auteur Claude Schmitt Impressionantes iwwer die Pariser Kathedral Notre-Dame. Allehrwürdigen Gotteser Gebirtsraum a Glavenszeichnis aus früherer Zeit engerseits, an meestbesicht Touristenattraktion, die durch Massentourismus an Alldagsrummel entstalt a profanéiert gëtt einerseits.
Datselwicht könnt den auch für Eis Kathedral soen. Notre-Dame, au lieu de la foi, devenu décor pour estivants en goguette, also gut gelaunt Sommervisiteuren, ton image part ainsi sur la toile du monde des milliers de fois chaque jour, zigmal geknipst. Tu n'es plus que le reflet, la fixation éphémère de quelques mélancolies religieuses, dans le meilleur des cas, sinon la trace d'un vague souvenir de vacances entre un steak frites et une glace. Alors qu'il y a quelques siècles, tu condensais la foi d'un peuple. Tu étais le livre de Pierre de ses convictions religieuses, le concentré de sa mémoire. Wenn wir als Kathedral haut Erinnerungstag von ihrer Weih feiern, da steht sie do als beeindruckend Symbol von der Kirche von Christus, die zu Lützeburg ist. Das groß diözesan Gemeinschaft stellen wir stellvertretend durch, wenn wir am Jubiläumsjahr vom Bistum Lohai Gottesdienst feiern. Am EWG gilt das Leitmotiv vom Jubiläum haut Festtag an darüber heraus. Zusammen Kirche sind. Faire Église ensemble. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit eis Sohn, eis all eis Schuld nolosen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Großer und heiliger Gott, jedes Jahr feiern wir den Weihetag dieses heiligen Hauses. Höre auf die Bitten deines Volkes. Hilf uns, dass wir an diesem Ort in rechter Gesinnung den heiligen Dienst vollziehen und den Reichtum der Erlösungsgnade empfangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen trat Salomo in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete: Herr, Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Huld seinen Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor dir leben. Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes zu. Höre auf das Rufen und auf das Gebet. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Enfin nos pas s'arrêtent, Alléluia, devant tes portes, Jérusalem. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Jérusalem, ô grande et belle ville, solidement construite, Alléluia, vers toi s'avancent tous les peuples. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Que la paix règne dans tes murs, la prospérité dans tes maisons. Alléluia, à cause du Seigneur, notre Dieu. J'étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen.
Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, relativ schonken Bopi sot ma 14 Deeg, gif mat segen Enkelkanner, och was se net gedeft sinn, dach ormol an Kirch goen an hinnen déi erklären. Hier mischt dat bestimmt gut, so sinn ich iwwerzecht. Kirchen hunn immer eppes Faszinantes u sich, dat sie doch Kanner un. Wie froh noch mir eis, wat ass eigentlich eng Kirch? Christen glewen ohne Gott, den unsichtbar bleibt, an dach an der Welt effikas vorgeholl an erfuhrbar gi kann. Aus dieser Idee heraus, wo Menschen sich Reim a Gebeier geschaf, wie ob eng besonnech Aderweis dem Göttlichen zu begegnen. Vergleicht in des Reim mat Schulsäll, Mäthallen, Museen, Garen, Geschäfter an Theateren, da stimmt sicher, dass auch Kirchereim dazu dingen, dass sich Leute dort versammeln, für eine Gemeinschaft, mir für sich selber, etwas zu machen oder zu erleben, was dem Leben denkt oder von Nutzen ist. Wie so eine rein funktionale Beschreibung von einem Kircheraum greift zu kurz. Am Kircheraum will man Gott begegnen oder zumindest eine Ahnung vermittelt kriegen von dem, was Gott ist. Sakralreim sind Übergangsreim. Sie verbannen Himmel an Erd, Madeneen. Sie sind ein Bindeglied zwischen Oben an Innen, Transzendenz an Immanenz. So steht sie ja Kontrast zu den geschäftlichen Zentren von der Stadt. Hei geht dem etwas, dat die normal Alltagserfahrung übersteigt. An hei geht dem Dignität an Größe vom Mensch selber. Leif Leid, pover geseget aus, wann Kirchen aus der Topografie von eise Stiert an Dörfer give verschwannen. Wie eintönig gif alles wirken. Stell dich als Stadt ohne Kathedral, ihre massive Baukörper, hier elegant Silhouette, 4. Sie stehen allgemeng an der Mitte von eise Stiert, an hun gemenger Hand 3 Sternen am Guide Michelin, Kathedralen. Wat wie Paris ohne Notre Dame oder Köln ohne sein Dom. All Kathedral als eng originell Allianz zwischen Architektur an Spiritualität. Mit ihrem Kortege von Patriarchen und Propheten, mit ihren Bilder und Statuen von großen Personagen, hält sie eis mal daran an die Geschichte von einem Volk, das mehr wie sos als Schicksalsgemeinschaft visualisiert wird am Flü von der Zeit, wo sie aufhängt über die jetzigen Momente raus bis an Zukunft. Certes, les cathédrales sont des monuments religieux, mais elles sont surtout des édifices nationaux. So der bekannte Restaurateur von Notre Dame aus dem 19. Jahrhundert, Viollet-le-Duc, dem unter soziologischer und historischer Bedeutung von der Kirchen loch. Ein Kathedral als un signe qui nous parle. Die Kathedral bei Eis an der Stadt flüstert eis Geschichte vom Volk, das zu Lützeburg ist, zu. Also sie verrät, es wie eine Sort Liebesgeschichte, mit dem der Owen, dem sing Hand durch die Weltnationen lädt. Und als Kathedral erzählt uns, dass das Allianz, besonders an den Heidenzeiten, gewirft ginas durch eine Frau, eine Slave-Frau. Dafür wird sie auch wie hier Kathedral genannt, Notre Dame, so wie die allermeisten Kathedralen. Wer das der Genius lot sie von dieser Kathedral?
Mit ihren 3 spatzen Tier dominiert sie die Stadt Skyline an erinnert wie 3 Schwierfangeren und den 3 Schwur, die Lützeburg mit der Weih und patronisch vu Stader Land für gut 350 Jahre gelebt hat. Aber realisieren, dass an unserem Leben über die Vierlebigkeit und Begrenztheit von unserem Alltag Themen herausragen, ran an nach einer Dimensionen. Vielleicht hat du wenigst ein Kathedral bauen immer etwas Erhebendes aus sich. Haut gegen Bayer auch Heichhäuser abgerichtet für 1 bis 2 Generationen. Kathedralen sind gebaut für die Ewigkeit, also sie weisen hin auf die Ewigkeit. Kathedralen sind engerseits unmöglich reim, echter unfunktionell, zu hoch, akustisch unmöglich, schwer zu beschallen, bald nicht zu heizen, a finanziell ein Fiasko. Aber sie sind nicht nur an ihrer Funktionalität und Zwecklichkeit zu sehen, aber auch als Symboler von menschlichem Streben, von über sich herausgehen und damit von Humanität. Sie sind verschieden vom antiken Tempel, der für Visiteuren unzugänglich war. An der Entrée von Saint-Jacques zu Leck steht Maison de Dieu, Maison de tous. Lieber Leute, die Absicht von den Erbauern war, einen schönen Raum zu schaffen. Kathedralen erheben den Ausspruch, Menschen zu gewinnen, den Mensch bei seinen Gefühlen an Emotionen aufzuholen, führen dann aber an eine Realität über das Ästhetische daraus zu feiern. Auch soll der Schritt vom Ästhetischen zum Ethischen ermöglicht gehen. Es soll ein Zugang zum Überirdischen geschaffen gehen. Mit ihrem ikonografischen Programm an ihrem Inventär von Kunstwerken legte Kathedralen eine unabdrängliche Verkündigung, une Spiritualité en relief et en image. Wie man einer Zeitmaschine kann ihn durch die verschiedenen Jahrhunderten und Stilepochen fuhren. Sie all hun Témoinen an artistische Spuren hinterlassen, die da wert sind, entdeckt zu gehen. Das gewaltige Schöpf von unserer Kathedral, das die Jesuiten vor 400 Jahren abgerichtet haben. Der freibarocken Duxal mit der Balustrade aus dem Mansfeld Schloss. Die geometrischen Mustern auf den großen Säulen. Tableaus an Fenstern mit Marienzyklus aus dem 19. Jahrhundert. Die neuen Teil, Stil Art Deco, anzuführen. Dafür auch die Grande Sœur von den Kathedralen, mit erhebenden Zeremonien bis hin zu grandioser, sakraler Musiker Gesang. Als Maîtrise hat sie hier 175 Jahre gefeiert. Wert wir als Kathedral ohne sie, ohne als Organisten und Dirigenten. Ein Guide für Notre-Dame de Paris titelt Le secret de la cathédrale, 850 ans de liturgie. Liturgie ist zugleich Baumeisterin und Innenarchitektin vom Kirchenbau und Raum, was sich liturgischen Inventär weist. Holt nemmen Zelebrationen für Votivaltor mit der Trästerin. An Liturgie verlängert sich auch nur liturgische Vollzug an den Mauern, an der Ambiance, an der verborgener Gegenwart. Das Nurwirken von der liturgischen Handlung als die eigentlich Seele von den Kathedralen. Der Kirchenraum mit seiner Stimmung und emotionaler Regung lässt uns ahnen, dass es hier mehr geht wie rituellen Exerzis. Der Raum und Atmosphäre, so wie ein Orientär das, wie ein heiger Brei das, wie Licht das schiert mit den Spielen und der Baukörper sich entfällt. All das trägt zur herrlicher Stimmung bei. So will der Kirchenraum Begegnung zwischen Gott und dem Leben von den Menschen fördern. Kathedralen, Brüder und Schwestern, fallen nicht vom Himmel, so wie die Projekt und die wir tagtäglich bauen. Kommune an den Stehbruch auf Fried Debichter, was sie da machen. Ich verdinge mein Leben, so den einen. Ich muss euch Steng klappen, den anderen. An den dritten Sod ganz hoferig,
Ich bauen un enger Kathedral. Allen drei uns dat selwicht gemacht. Wir all bauen als persönlich Lebenskathedral, die solle Chef-d'œuvre gehen. Kathedral, Symbol von meiner Existenz an dem, was ich daraus machen. Dort so das Gedicht von Charles Saint-Ger. Ma vie est une cathédrale, et je la construis avec fierté, comme les bâtisseurs d'antan. Elle ne monte pas en un seul jour. Il y faut du soin et de la précision, et des amis pour soutenir l'échafaudage. Je la désire dressée, haute et fine, ma cathédrale. Je la désire belle à contempler et capable d'élever le regard. Elle ne montera pas en un jour, ma cathédrale, et il y faudra de la sueur et du sang sûrement. Elle s'effritera par endroits, mais elle tiendra. J'en suis le maître d'œuvre et toi, Seigneur, l'architecte. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So wie de Salomon gebiert tut, vor mir auch, dass Gott ob Gebiert lauscht hat, dat mir an diese Reim zusammen drohen. Wir beten für die Diözese von Lützeburg, die seit 150 Jahren besteht, für unseren Bischof, unseren Weihbischof, geistlich und Diakonen, all Frauen und Männer, die dein Wort mit viel Engagement verkündigen und enger lieblicher Kirche mitschaffen. Herr Gott, hör uns. Wir beten für jene Menschen, die verantwortlich sind für ein harmonisches Zusammenleben in der Gemeinschaft. Für jene, die sich für ein versöhnliches und authentisches Miteinander einsetzen, im Land, in der Stadt und in der Kirche. Herr, höre uns. Prions pour les personnes qui, pendant la crise, ne peuvent exercer complètement leur profession, les entreprises qui rencontrent de sérieuses difficultés. Prions aujourd'hui spécialement pour les forains. Seigneur, écoute-nous. Prions pour toutes les personnes qui s'engagent pour le bien-être social et économique, le bien-être physique et psychique de leurs concitoyens, les personnes qui travaillent dans les cliniques, les maisons de retraite, les institutions pour les enfants, les jeunes et les démunis. Seigneur, écoute-nous. Wir beten für all die Leute aus unseren Kommunitäten, die am letzten Jahr gestorben sind. Für die, die an der letzten Monat vom Coronavirus weggehabt sind. Für die, die durch Akzidente auf der Arbeit und auf der Straße umgekommen sind. Herr Gott, hör uns. Herr Gott, gute Pap, hal Wurcht iwwer diesem Haus bei Dach a bei Nucht, erlauscht da ob all Leid, die hei Bierde kommen, dat vormer durch Jesus Christus der Jung an der Einheit mam Heilige Geist. Amen.
lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zusammen zum Wohl der ganzen Welt. Heiliger Gott, wir gedenken des Tages, an dem du dieses Haus zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Nimm die Gaben an, die wir an dieser Stätte darbringen, und mache auch uns selbst zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Zu deiner Ehre wurde dieses Haus errichtet, in dem du deine pilgernde Kirche versammelst, um ihr darin ein Bild deiner Gegenwart zu zeigen und dir die Gnade deiner Gemeinschaft zu schenken. Denn du selbst erbaust dir einen Tempel aus lebendigen Steinen. Von allen Orten rufst du deine Kinder zusammen und fügst sie ein in den geheimnisvollen Leib deines Sohnes. Hier lenkst du unseren Blick auf das himmlische Jerusalem und gibst uns die Hoffnung, dort deinen Frieden zu schauen. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Weihetag dieses Hauses, an dem du es zu eigen genommen und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Durch Christus, den Herrn und das Haupt der Kirche, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Anlo will mat ze summen, och mat all denen, die hier an der Kathedral ausernagin, an mat alle Christen aus der ganzer Diözes, bierden, so wie Jesus selber eiset geleiert huet. Eise Pap am Himmel, dein Num sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so op der Erd. Geweis haut als dich nicht Brot, verzeih eis als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Miserere
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in euch. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Weihetag dieser Kirche
haben wir das Opfer des Lobes dargebracht. Mache diese Feier für uns zur Quelle der Gnade und der Freude, damit deine Gemeinde im Heiligen Geist zum Tempel deiner Herrlichkeit wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa est.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft an der Kathedral, haut Kirmessonntag. Den nächsten Sonntag überdrohen wir die Mass von Herbst. Und los schalten wir zurück an den Studio.